Hallihallöli, ich bin's, euer Blastingenieur. Und da guckt, da haben wir mein Riken Halbautomatik. Also noch nicht, noch ist noch recht kompliziert. Das haben wir im letzten Video von der Riken gesehen. Das muss man das Netzteil halt umklemmen und das rechtzeitig machen, dass das dann... Aber es geht. Also der Motor ist kräftig genug. Gut, mit dem Motorhalter habe ich es jetzt noch nicht getestet. Für die Leute, die da schon dabei sind und das andere Video schon gesehen haben, seht ihr gleich, also die Profis unter euch, seht ihr gleich, das sieht ein bisschen anders aus. Der Motorhalter, der sah vorher noch anders aus. Und hätte ich jetzt gescheit vorbereitet, da hätten wir jetzt noch sehr, hätte ich jetzt die ganze Versuche noch mit seitlicher Tisch nachgelegt, aber der Tisch ist leer, weil ich hab nichts gedacht. Habe einfach losgelegt. Das heißt, muss das jetzt, was wir jetzt heute machen, ist, da haben wir müssen da haben, sobald der Drücker drückt ist, muss da ein Schalter betätigt werden. Oder, ja, Tasterle. Also, da habe ich da ein bisschen Auswahl. Das müssen wir dann da haben, sowas. Da muss ich mal gucken, welche zwei ich da überhaupt verbinden muss. Das müssen wir, also erst wenn es drückt ist, also wenn dann der Stößel nach vorne geschossen ist. Und dann muss der Schlitten nach hinten und wieder vor. Und dann kann man wieder drücken. So in etwa. Und dann, ich wollte eigentlich, dass man das Magazin auch noch rauskriegt. Da muss ja bloß der Schlitten auf die halbe Höhe. Oder nicht halbe Höhe, der muss dann bloß nach hinten. Und dann wieder nach vorne, sobald es noch im Magazin drin ist. Dann habe ich gedacht, komm, dann machen wir das so und kann man das halten. Das habe ich jetzt heute aber nochmal durchdacht. Und ich habe beschlossen, wir machen da separate Taster rein. Das ist, oder, ja, dass man dann hier einen Taster, ja, Prost, dass man dann auch einen Taster noch macht. Dann drückt man den Taster, dann geht der Schlitten zurück. Und dann, wenn er zurück ist, kann man dann das raus tun. Also, das ist dann, den machen wir auf der Seite. Weil wenn ich den Blaster doch mal mit links bedienen will, mit der Zack, dann die andere Hand. Weil das Ding ist auf beide Seiten. Und so, wenn ich mit rechts ist klar, zack, und dann das rausziehe. Ja, das ist noch ein bisschen scheiße zu hantieren, weil ich hab's noch nicht abgesägt. Also, das ist nicht, dass ich es noch kurz mache, deswegen lasse ich das lieber weg. Und ich habe jetzt erst gedacht, aber da dahinter ein Taster und dann das halten, wobei das hätte eigentlich auch gegangen. Und sobald ich das wieder loslasse, das lässt sich eigentlich auch recht gut halten. Aber gut, wenn man dann mal wieder wegkommt, da verliert man großbare Zeit. Hey, wenn du mir überlegst, ihr seht, das ist, Pläne ändern sich immer ruckzuck. Ihr seht, der Hanna, das ist neu. Dann machen wir da Hanna, da ist ein Kabelkanal drin. Dann machen wir da ein Löchchen rein, da führen wir die Kabel raus. Und dann kommt da Hanna, die Elektronik noch. Das habe ich noch nicht entworfen, weil die Elektronik habe ich noch nicht. Also die muss ich auch noch, erst muss ich die Elektronik bauen, gucken wie groß das ist und dann machen wir das Gehäuse drumherum. Und dann kommt da hinten irgendwo noch, ja, da oben muss auch noch ein Stück Elektronik noch, weil dann müssen da kommt der Nase noch und dann müssen zwei Einschalter noch. Die müssen dann auch den Abstand haben. So in etwa denke ich mir das. Gut, man könnte es auch, ja, da wird es halt kompliziert, das zu befestigen. Am einfachsten ist halt da irgendein Kunststoffteil über die Zähne drüber zu schieben, so wie wir das auch gemacht haben. Dann nehme ich da einfach ein Stückchen davon. Das montieren wir dann da noch. Und schrauben wir mal nach unten. Und dann drückt es auf den Schalter. Und hinten wieder auf den anderen Schalter. Und dann weiß ich, in welcher Position das ist. Oder wenn der vordere Schalter drückt war, dann weiß ich, okay, es war vorne. Und dann geht das nach hinten. Dann weiß ich, ich komme von dem Zustand. Dann gehe ich in den Zustand und dann weiß ich, wenn der hintere gedrückt wird, dann muss ich den Motor umkehren, dass der wieder vorgeht. Oder halt, wenn ich auch nicht den Mechanismus gedrückt habe, das Magazin auslasse, lasse ich es in der Position. Also,
Das ist jetzt so ganz grob der Algorithmus, den ich euch schilder. Also das dürfte jetzt nicht zu kompliziert sein, aber ich habe schon lange kein Mikrocontroller mehr programmiert. Also das... Ja, der Neifinder wird wahrscheinlich wieder, aber... bei mir wehrt sich was, ein Arduino zu verwenden. Das taugt mir nicht. Aber es sieht jetzt farblich schon mal gut aus. Ja gut, das habe ich leider schlechteste Druckqualität rausgelassen. So extra schnell, weil keine Geduld und will wissen, ob's geht. Und jetzt, da seht vielleicht auch für die Profis, habe die Schraube geändert. Jetzt muss ich das alles wieder wegschrauben, weil jetzt müssen wir das einmal noch aufmachen, oder hoffentlich das einmal reicht. Und dann die Tasten einmachen. Und ich jetzt sage, ich zerlege das mal, dann gucken wir uns das an, wo man das geschickt nachmachen hat. Ja, das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Und am Ende schauen wir uns noch die ganze Zwischenschritte an. Dass ich euch das Zeug habt, danach kann ich das wegschmeißen. Und jetzt dann zerlege ich das im Schnelldurchlauf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, 3 Minuten später, oder ein bisschen mehr, haben wir wieder fast den Standard Riken. Oh, hab sogar noch Pfeile im Magazin. Ja, also ihr seht, das ist schon ein bisschen modifiziert. Da ist ein bisschen andere Technik drin und ich glaube anderes Federle. Aber jetzt ist wieder Standard Riken. Vor allem, jetzt ist wieder saumäßig leicht. Ja, spannen wir das mal. Also, das ist schon viele Schrauben, viel Krust. Aber zerleg mal weiter. Bis gleich dann. So, offen ist. Das seht ihr. Das jetzt auslöst. Ah ja. Da muss da hinten. So, sobald das auslöst, muss der Trigger noch. Das müssen wir mal da hin. Was ist da passiert? Da kommt auch. Eieiei. Jetzt sieht. Ja, maximale Überforderung. Gucke, dass Kamera auch läuft. Das wäre ja peinlich ohne Kamera sowas. Mit Kamera habe ich wenig Ausrede. So. Schau mal. Eieiei. Ah. Das ist doch nicht festgehalten oder irgendwie. Gewusst. Ja, die Riken habe ich irgendwann mal Gebrauch gekauft, deswegen sieht das alles ein bisschen wild aus, der ich sage. Okay. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die Feder können wir mal entspannt lassen. Ich quetsche mal ganz zum Schluss rein. Da der Schmutz. Schmutz überall. So. Krust. Schmutz und Krust und Zeugs. So, jetzt müssen wir gucken. Wo wollen wir denn das eine Taste da hin? Hätte ich sagen, oder? Das ist dann da. So, das haben wir markiert. Brauche ich glaube einen kleineren Schraubenzieher. Oder ich nehme einfach klammheimlich noch den Lötkolber. Mach da Löchle durch. Jetzt müssen wir gucken. Deswegen wollte ich das wegmachen. Ob man da mit dem Taster. Ja, nee.
Nee, der tut nicht. Und der hinter dagegen. So, und dann müssen wir dann die Kabel dort drumherum und dann ein Tröpfchen Heißkleb. Jetzt müssen wir gucken. Dass wir von dem, das duft lange. Das ist halt, das ist glaube so. Also richtige Motor zu finden und gucken, dass wir die Taste dann reinkriegen. Weil die Endschalter nachher, da können wir dran rumspielen. Das ist ja nachher außen, das ist ein bisschen zu justieren, das ist kein Problem. Das da hinten, geht das noch weiter. Das heißt, ein Stückchen abzwickert. Dann dürft es sicher auslösen. Wie weit kann der Taste rein? Ach, nicht so ab. Komm, von denen haben wir genug da. Zwickeln wir da. Ui, ein kleines Stückchen ab von der Kappe. Gucken wir mal. Seht ihr den Engineering-Prozess? Okay, das dürfte noch gut auslösen. Und arg viel weiter geht sowieso nicht zurück. Das heißt, da hat es dann sicher ausgelöst und da geht es dann. Da drückt es dann der Taster. Krampf im Finger. Das ist vielleicht nicht die natürlichste Position. Das ist auch neu. Das ist ja groß. Also, dann machen wir da unten. Da Löcher durch. Und das seht ihr da noch, das Kabel durch. Dass man das da noch irgendwie rausführt. Da zwicken wir einfach ein Stückchen. Warte mal, da muss das raus. Da noch. Habe ich da noch? Nicht, dass ich da noch genug Steg habe. Weil das ist alles nicht dafür ausgelegt, dass da irgendwo Kabel reinkommt. Das man es nicht vergessen. Zack. Und zack. So, Platz für Kabel. Dann machen wir da einfach rauf. Genau, nein. Das dann auch mit Heißkleb. Jetzt muss ich erstmal die Kabel löten. Vorher muss ich mal gucken, wie die Taschenstelle. Zack. Zack. Wie die verlöten muss. Lötkolben habe ich schon vorbereitet. Aber Ahnung habe ich noch keine. Aber dafür haben wir Messmittel Nummer 1. Habe es mittlerweile hinter drauf geschrieben, aber es waren immer mehr Messmittel. Kann man doch nicht alles melden. Deswegen dokumentiert man ja die Sache. So, Dele. Was denn da? Steht da Pieps auf Dingens. Das sind die Seiten da durch verbunden? Ne. Die sind verbunden. Die sind verbunden. Das heißt, okay. Das heißt, die zwei, die sind immer miteinander verbunden. Das heißt, dass ich da keinen Fehler mache.
Und auch nochmal. Müsste jetzt so passen, oder? Oder habe ich mich lächerlich gemacht? Ja. Okay. Hast mir gerade noch gedacht, ich muss die doch gegenüberliegend. Die sind, oder bloß eure Seite. So. Das heißt, ja, sage mal. Was ist da jetzt? Habe ich da jetzt? Hihihihihihihihi. So, da. Krokodilslemmer nehmen. So. Jetzt. Das ist das, was wir wissen wollten. So. Das ist das bei dem. Den kurzen brauchen wir nicht. Wer braucht schon kurze? Okay. Ja. Das wird auch ein gutes Short. So, dann machen wir auch die gegenüberliegende einfach mal weg. Dass ich beim Löten gar nichts mehr denken muss. Und dann hole ich nachher gleich. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch, denke aus mechanischen Gründen, die gegenüberliegende. Da kann man dann mit den Käbel da so rumgehen. Und dann unten raus. Und da kann man den Käbel, das man da, kann man da rum einfach. So. Dann das Mittel Nummer 1 wieder weg. Wunderbare Dienste geleistet. So, da auch noch. Kabelkanal rein. Das bisschen. Wenn es nur nachher um die Ohren fliegt, das bisschen weniger Stabilität wird uns schon nicht schade. Ja. Halt mal mein Bier und so. Wisst ja, bin Ingenieur, ich darf das. Und jetzt haben wir einmal alle Klischees. So, den. Ja Gott, das wird uns wahrscheinlich ein paar Mal ausfliegen. So, Lötkolben steht bereit. Ich hol Käbel. Das löt im Schnelldurchlauf. Heißklebpistole. Und dann machen wir das wieder zusammen. Dann bis gleich. So, oder ich hätte sagen, das Test. Ah, scheiße. Der Heißkleber war noch nicht ganz trocken. Da hätte ich sagen, das testen wir kurz, bevor wir da jetzt weitermachen. Ich hätte wahrscheinlich Heißkleber mal kurz trocknen lassen sollen. Er muss einfach ein Tröpfchen mehr noch. Und ich hoffe, das geht trotzdem noch zu. Das gucke ich jetzt einmal. Das ist der Hanner. Da ist sonst auf der Seite nicht viel im Weg. Das ist da der Schraubdom. Da müsste dann trotzdem noch gescheit zugehen. Der ich sage, habe ich den Schraubenzieherle für die Profis, Schraubendreherle. Und die schraubt man ein. Oh. Ja, auf das Spaltmaß durfte nicht zu achten. So,
Oh, wobei, das dürfte passen. Jetzt gucken wir mal, ob es noch geht. Piepse ein. Deckel hätte ich nicht wieder drauf machen soll, aber gut. So. Piepst. Kabel drumherum. Rot zu schwarz und gelb zu rot. Dass auch quiz nichts zusammenpasst. Wahrscheinlich müssen wir die Tasten nachher noch entprellen und alles. Und das sind ja Dinge. Jetzt sage, das passt. Gut, da sind jetzt alle Feder da draußen, weil das Federli habe ich schon wieder, weiß Gott wo, suchen müssen. Hat Glück, dass nicht. Das noch auf dem Fußboden lag und nicht irgendwo unter, drunter, irgendwo. Gut, auch auf dem Fußboden, aber. Das ist hier. Die Rieken piepst. Bei der piepst wohl. Das ist so kleine Erfolgserlebnisse, die mich die ganze Zeit freuen. Und dann müssen wir zum Schluss noch gucken, ob sie den auch noch schießt. So. Dann haben wir jetzt das farbkodiert. Schwarz-Weiß das Magazin. Und Rot-Gelb ist da ein Ding. Das ist der Trigger für Feuern. Rot-Gelb, Feuer. Und keine Ahnung, Schwarz-Weiß hatte ich halt da fürs Magazin. Oh, weil es halt duster ist. Keine Ahnung. Da könnt ihr auch euch irgendwas überlegen. So, die Kabel aus dem Weg. Die lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ich weiß noch nicht, wie lange die sein müssen nachher. Dann müssen wir jetzt gucken, dass man den anderen Taster fürs Magazin einbaut. Aber auch ein schneller Lauf. Bis gleich. So, jetzt ist der Holzkleb trocken. Jetzt dürfte das Tasterle auch stabil da drinnen liegen. Jetzt können wir auch die Kabel umknicken. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal genug Kabel. Das ist nur auf der Rolle. Also, das seht ihr nicht, das ist außerhalb vom Bildschirm. Jetzt ist es nicht mehr auf der Rolle. So, jetzt können wir das abisolieren. Habe ich neulich gehört, die Kabellutscher. Aber das findet der Zahnarzt, glaube ich, nicht so gut. Und mein Geldbeutel irgendwann mal nicht. Also nimm wir dafür Werkzeug. Nicht der Mund. Nimm Werkzeug, nicht mit dem Mund. Okay, das könnte auch falsch sein. Aber ja gut. So, Messmittel Nummer 1. Ja, komm mal. So, ist schon auf Piepse gestellt, das habe ich in der Pause gemacht. Gott. So, weil dann gucken wir, ob das Gott. Hier ist ganz praktisch. So, dann gucken wir, ob das andere noch Gott. Wunderbar. Gott nicht. Na, piepst nicht, so in etwa. Vielleicht kann mein Unterbewusstsein morsen und das war irgendeine Botschaft. Das glaube ich aber nicht. Also, mein Bewusstsein kann nicht morsen. Das hat mich nie gereizt, das zu lernen. Also, nicht über das. Also, SOS kriege ich, glaube ich, hin, aber. Weil das lassen wir jetzt auch mal lieber. Das geht noch. So. Dann müssen wir den ganzen Kladderadatsch wieder zusammenbauen. Schau, so schönes Wort. Und da haben wir noch ein bisschen. Gucken wir mal. Das wird nämlich zum Schluss, bevor wir den Motor wieder dran machen. Schießen wir nochmal.
Und nicht, dass wir da noch ein Stückchen abschleifen müssen von den Tasten oder von Triggerle. Das ist einfach schier, wenn's Gott ist. So, dann klebe die Kabel. Andere ist da unten. So, Seite. Kabel reinkleben. Das muss dann da. Hopp. Vorsicht, dass man das Fädel nicht wieder verloren geht. Müsste ich vielleicht noch Ersatz da haben, aber das täte ich mir gerne sparen. Da ist dann auch zu gucken. Dann das da. Kommt da entlang, überall Träufle heiß klebt, dass das aufgeräumt ist. So, aber das machen wir. Kabel. Und die ist runter, sind jetzt aufgeräumt. Jetzt machen wir schnell Durchlauf. Dann bis gleich. So, ich würde jetzt sagen, wir gucken mal, ob das noch geht. Also so richtig geht. Oder ob es schießt. So, können wir mal. Wunderbar. So. Jetzt gucken wir trotzdem noch mal. Das Messmittel, das habe ich jetzt auch so oft weggeräumt oder hergeholt. Bin halt doch ein bisschen akkurat manchmal, wenn so manche Dinge geht. So, jetzt gucken wir. Das noch feuert. Das ist echt praktisch. So. Zack. Ja. Hab noch nicht alle Schräubchen eingedreht. Zack. Und. Ah, perfekt. Gut, das müssen wir jetzt nochmal separat testen. Das ist. Jetzt haben wir dann. Also alles, was ich als. Wunderbar, da seht ihr jetzt da, zack. Da kann es sein, dass ich da 3D-Druckstall drauf mache oder drumrum mache, dass da gerade so der Finger rein passt, aber wenn man das irgendwo hinlegt. Wobei, das dürfte eigentlich gut geschützt sein. Da bin auch ja der Motorhalter hinten. Das heißt, das kann man eigentlich nie so hinlegen, dass man da das auslösen wird. Ach, jetzt habe ich aber fast schon Schreck gekriegt. Weil das ist nachher, also die Taste zu warten oder zu tauschen, das ist jetzt nicht gerade wartungsfreundlich gebaut, um das mal so auszudrücken. Also, Kabel wieder unter den Tisch fallen lassen und weiterschrauben. Dann schießen wir auch noch eine Runde. Dann bis gleich. Okay, da habe ich echt nichts gedacht. Das ist. Ja. Das heißt, was machen wir da jetzt? Das nochmal auf und ein paar Millimeter verschieben. Das muss da hinten aus, das Kabel, und da vorne. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal neu auszudrucken. Das will ich jetzt heute schon fertig kriegen. Ich würde sagen, das verschiebe ich einfach mal ein paar Millimeter. Und dann kriegen wir das hin. Dann bis gleich. Ja, ich habe nichts gedacht. Das Ding, also der Motor halten muss ja vorne rein. Und das Ding hält den ja auch durch die Kante. Den kann ich dann auch nicht mehr reinschieben. Ah ja, sind die Kabel schön aufgeräumt, wie sie da rauskommen. Das mit dem Kabelkanal ist schon ganz praktisch. Ihr kennt ja vielleicht mein Riken 3-Streik. Das, wenn nicht, guckt euch das Video an, wenn ich dran denke, verlinke ich es. Und da habe ich auch schon so Schnittstelle zu dem Pumpdingens da von der 3-Streik da gemacht. Das habe ich da, die Schnittstelle habe ich verwendet und das habe ich da oben rumgeführt.
könnte man ja auch mal coole Schulterstütze für die Riken machen. Und das dann glatt und was weiß ich, irgendwas, und das kann man ausgefüllt machen oder was. Da ein weißen Übergang oder was weiß ich. Jetzt gucken wir mal, was noch Gott. Schießt. Tut. Das sieht schon sauber aus. Und da kann man dahinter, das hat der am Anfang sehr. Da kann man dahinter dann die Elektronik und alles noch machen. Ich meine, die Kabel habe ich so einfach mal. Ja, also ich denke, so lange brauche ich sie nicht. Und dann kann man da noch die Box mit der Elektronik noch machen. Mikrocontroller und Haarbrücke. Oder vielleicht überlege ich mir das auch noch mit diskreter Logik aufzubauen. Das weiß ich noch nicht sicher. Aber wahrscheinlich machen wir einen Mikrocontroller, weil damit können wir sonst noch Späße machen. Können wir dann irgendwann einen Munitionszähler und Zeugs und alles Mögliche. Weil das ist alles immer wieder mit Auf- und Zumachen verbunden. Da können wir sonstige Späße auch noch mitmachen. Da finden wir schon eine Möglichkeit. Ich finde es gut. Guckt der Heißkleber ein bisschen raus. Hätte ich aufpassen sollen bei den Dingen. Bei den Schnittstellen da. Bei den Überlappungen, dass ich da keinen Heißkleber neu bringe. Gerade da mittig habe ich glaube auch ein bisschen neu gebracht, aber egal. Jetzt bauen wir es weiter zusammen. Und der letzte Versuch machen wir dann mit Netzteilen und allem. Gucken wir, ob das mit dem Motorleder auch richtig dreht. Und ich mach das jetzt wieder weg, mach den Motorhalter wieder dran. Und dann bis gleich. So, gucken wir mal, ob das noch hat. Das müsste jetzt. Hoppala. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Oh, ein Drecketisch. Das müsste eigentlich. Ah, ja gut, das ist falsch rum. Ja. So. So, und jetzt wieder umdrehen. Seht, das ist ohne die Elektronik noch ziemlich aufwendig. Also kannst du dann dem Gegner sagen, warte, ich muss mein Blaster laden. Warte. Ja, das muss auch zuverlässig stoppen. Aber, Scott, wieder umdrehen. Seht, jetzt spiele ich halt hier die Elektronik. Wir können da noch Piepser installieren, der dann auch noch unsere Elektronik simuliert und hat dann ein bisschen Rückmeldung gibt, dass man da jedes Mal, wenn man Trigger drückt, piepst. Ja, ist Pieps aktiviert. So, jetzt. So, wieder umdrehen. Aber, ja, so nicht. Ha? Piepst, dann wieder umdrehen. Okay, die Endschalter müssen gut funktionieren. Ah, das ist hier. Ja. Ah, habe ich das kurz geschlossen. Ah, weil da die Käbel, das Krokodil. So. Und das Spiel wieder von vorne. Wieder umdrehen. Ja, und. Ach, klar Gott, das nicht, wenn Verbindung hochohmig ist. Das ist hier ein bisschen umdrehen, damit es halbwegs in Position ist. Hopp. Ja, das ist jetzt scheiße.
Aber ein bisschen. Kriegen wir die Spannung ein bisschen runter. Der. Ja, so nicht. Ja. Ich mag das nicht unter Spannung lagern. Weil das Ding hat ein Schneckelgetriebe drin, das ist natürlich scheiße. Ja. Prost. So, jetzt. Ja, wenn man's. Ja, wenn man ein bisschen Luft kotzt. Das, also ich glaube, das Spiel braucht das einfach auch. Ja, okay. So. Das geht. Jetzt testen wir das andere noch. Ihr müsst aber den Kabelsalat nicht durchblicken. Dann kann ich. Und das geht. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein, dass man das so liegen lässt. Das aus. Gut ist. So, dann das noch drauf zum Schluss. Das Mittel weg. Noch ein bisschen Platz haben, weil ich will ja noch meine Fehlversuche noch einmal auf dem Tisch. Und dann sehen wir sie nie wieder. Weil damit kann ich glaube nichts anfangen. So, das da noch. Jetzt haben wir da auf ein Kabel. Da die Haarbrücke. Das alles zum Mikrocontroller. Weil alles halt, muss man gucken, wie das ansteuert. Da muss dann wahrscheinlich noch in Prellung und alles noch. Aber das kriegen wir dann schon noch. Das habe ich alles schon mal irgendwann mal gemacht. Ja, meine Motorhalter, das war der erste. Da haben die Dimensionen nicht ganz passt. Weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Das war der zweite, den habt ihr auf jeden Fall gesehen, da hat alles passt. Da hat es mir der Druck abgebrochen, aber das hat gereicht, um den Motor zu halten und das alles in Position zu halten und mal festzustellen, dass Gott. Da noch. Ja, und die Versuche für das da noch. Der war ein bisschen. Ja, das ist halt, wenn je mehr Stellen das passen muss und je weiter die entfernt sind, desto komplizierter wird der Scheiß. Das so zu messen, dass das irgendwie, dass man das halbwegs hinkriegt, aber ihr seht, gut. Also, ist das schwer. Das ist immer. Auf das Spaltmaß tut das nicht so genau gucken. Weiß ich echt. Ja, vor allem mit der groben Rille ist das echt eine angeschickte Farbe. Oder kleiner Spalt ist, das habe ich bei meiner 3-Streihe Krieg besser hinkriegt, aber ja gut. Irgendwie, der Pieps ist ausgeschaltet. Irgendwie passt das dann schon. Das kriegt man dann schon hin. Bin echt am Überlegen, ob man nochmal Rieken holen und dafür Schulterstütze macht, dann. Irgendwann wird es auch zu viel. Und vielleicht habe ich auch die ganze, muss mal gucken, ob ich die ganze File schon veröffentlicht oder das. Bin ich noch am Überlegen, aber das kann sein, dass ich die Entscheidung zum Zeitpunkt, an dem ich das Video seht, schon längst getroffen habe und das schon gemacht habe. Produziere meine Videos ab und zu ein bisschen vor. Ja, jetzt Mikrocontroller bestellen. Habe ich noch Löchler eingeplant. Dass man dann noch, weil da hinten muss ja auch noch, da muss was noch, dass das Schere ist und dass der Mikrocontroller gehalten wird und dann brauchen wir wahrscheinlich was weiß ich wie viel S-Lipo, der dann irgendwas um die 20 Volt oder 24 Volt will der Motor eigentlich. Also der das auch liefern kann. Und das da vorne muss ich bei Gelegenheit nochmal. Da ist ein bisschen zu viel Spalt. Das hat beim Drucker auch ein bisschen versaut und ja, ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch designt. Ich glaube, der Schraube können wir nochmal eine Runde geben. Das muss ich noch ein bisschen, das habe ich arg rudimentär entworfen. Das muss ich noch mal besser machen. So, die Schrauben noch anziehen. Das ist jetzt. Jetzt bin ich aber hochgeschickt. Jetzt wird es Zeit für Feierabend. Weil ein bisschen wackelige Hände, das habe ich vorher schon beim Löten gemacht. Das ist ja scheiß dann. Wenn die Hände ein bisschen zittrig sind, weil sie ein bisschen überlastet sind vom Tag über. Aber ja, gut, so ist halt. Und da wird auch noch. Also ich glaube, den Motor, das Getriebe und alles, das lasse ich ein bisschen offen, aber da muss ich gucken, was man da so noch machen hat.
Das packen wir auf die Seite, das kommt in den Kuttergiebel, das brauchen wir nicht mehr. So. Hoffen wir haben alles geschwätzt. Lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Weil, ich glaube, das kommt auch noch auf die To-Do-Liste fürs nächste Jahr. Ich will da auch 3 Streik draus machen. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt, aber das muss dann voll elektrisch sein. Das heißt, der Mega-Blaster vorne elektrisch, der Raketenwerfer seitlich elektrisch und vielleicht auch richtiges Frontglas. Wobei nicht da Frontglas drauf, das wäre, glaube ich. Oh, das landet im Auge, das bewegt sich ja. Da muss dann eine separate Abdeckung drüber. Und da drauf dann Zielfernröhrle oder sowas. Aber das sind Dinge. Und da kann man dann, also wenn ich den nochmal zerlege, dann kommt da vorne was anderes rein, dass das einen gescheiten Lauf kriegt und alles. Aber jetzt erstmal, also das hier Mikrocontroller, Elektronikbauer und dann später. Und da noch die Taste noch, das machen wir. Da muss ich wahrscheinlich 300 Stückle übrig lassen, dass man die Position erkennen kann. Aber das mache ich, da mache ich 3D-Druck dafür, dass da die Tasten reingelötet werden können und alles und das dann passt und kriegen wir alles noch. Immer so Stück für Stück für Stück. Haben nämlich am Anfang auch bei dem Projekt gedacht, oh, da hast du wieder einen Scheiß vorgenommen. Und dann dachte ich, okay, jetzt fängst du halt mal an. Das größte Problem ist, du musst einen passenden Motor finden, der das Ganze spannen kann. Also erstmal Zahnstange noch montieren, dann verschiedene Motoren probiert. Okay, das Problem vom Tisch. Jetzt musst Halter dafür, das habe ich dann auch schon gehabt. Das ist jetzt kein Hexer, Tasten reinbauen. Ist kein schönes Geschäft, aber das ist, habt ihr gesehen, Gott. Und jetzt Elektronik und so, das kriegen wir auch noch. Das ist viel Fleißarbeit halt, aber kriegen wir noch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.